Good morning. Wel, het goed iets voor jou morgens te zijn. Prijs God voor deze dag, wat hij gemerkt heeft. Dankzij voor de goede muziek. Dat, ja, voor de goede atmosfeer. It's encouraging. Dankzij voor komen van jou morgens. En ik wil zeggen, dankzij voor beden, Jesus zo is. God deed nog eenmaal wunder. En hij deed Jesus zo is waar. En we prijzen hem dafür. Dat was de bulletins nemen. Een beetje naar de bekendmaking kijken wat we doorbrengen gaan. Dinsdag service aan de Jugend Bibelstunde hier klok 7. En donderdag aan de gym night bij Stratfordville Public School. In Zinnen klok 6, es war de Gebetsstunde. Wie zijn pas meer geworden, wo wichtig dat is beten en dat door ons als al het andere vernuscht. Door ons kan we dus niet doen. Maar doordat juist de grote kracht wat God arbeiten deed, durch gebed en we zijn dat immer waar en we prijzen God dafür. En dat is something waar we alle kan deel aannemen. Chicken forwards, er zijn wat gaan geapplied voor membership. En wanneer er nog andere zijn wat die veel dat die willen lijken hier members te worden en dat de farm uitvallen, is dat daar hing op een dash. En die heeft de naam zo schwindesmelig. En waar we am karten plannen, wanneer kan je een zeugnis geven. En wat nog niet naar krijgt, wat uitkomt weens Weihnachten, maar waar het ook somewhere en kan een karten plannen. Ook een paar stuk gaan gevraagd als ze kunnen tafel laten. En we plannen dat ook een ganzen karten te doen. En wanneer nog andere zijn wat ook willen, den request form uitvallen is, dan ook daar hingen op een dash en die dan geven dat we goed zijn. In de Operation Christmas Child boxes, die zijn van jou duw. Die doen die deze week collecten en wegschicken. Wanneer die van jou niet mitgebracht haben, in Tilsburg bij the Alliance Church on Quarterline Road, doen ze deze week collecten. En zo, dat wordt ook een plaats zijn waar je die kan afdragen, wanneer die van jou niet hier gaan. Morgen plannen we die van hier naar, van ons naar Tilsburg te vieren. Een ding wat niet aan de bulletin is, dat is deze komende week, dinsdag, plannen we met Ben en Margaret Radekop en Herman Helen Bierkertop naar Seminole, Texas te fahren. De gemeente doorhalten te gründen. En zo we waren van de week weg zijn. En we vertellen ons, die worden eerst niet beten voor ons, wanneer de Heer jullie erinnert ervan. Dan bet voor ons, bet voor de gemeente door, dat de Heer wat zijn arbeid doorbuien en widerstellen, zoals hij dat wil. En dan heb je een blad en een bulletin. Dat is van de Zinnerschool. De Zinnerschool doen nu deze maand character quality studeren van compassion, medlijd, met andere mensen. En zij plannen niet meer bloos dat met wie te leren, maar ook met woorden uit te leven. En zo zij plannen een paar projects, daar is Gospel for Asia, om mensen uithouden. En die worden, wat je leren hebt gegeven worden, die kinderen dat ik kan, vielleicht Toonies of Loonies of wat immer, metbrengen. En die worden door een box van, dus die kan aanstappen met een zinnerschool ook. Hing wat ook een box zijn, wat er nog wel wordt wel deelnemen daaraan. Het leidt nu een Engelse service wat Piet Klaassen nog meer door even zijn. So dat is wat je geleerd hebt, je wat voor jeugd, ook voor de kinderen, deel te nemen aan dit. Dat zijn al die bekendmakingen. We hebben top beden. En dan wordt Isaac Bruin ons een leid leiden. En dan wordt Prediger Jan Balman ons de boodschap brengen. Himmlische Vater, we nemen ons verdig van jou, Samariërs, en anerkennen dat du God bist.
Du allein bist Gott und du hast das keiner. Du hast das keiner, wo du Dinge erschaffen kannst. Und du hast alles gemerkt. Dort, wo zu sein ist und dort, wo nicht zu sein ist. Und du hast uns gemerkt an dein Ebenbild. Und du hast uns, war eine neue Kreatur gemerkt an Jesus Christus. Und du preist wie und lob wie und dank wie die für Herr, für die Gabe von ewigem Leben, was du uns gegeben hast. Die Vergebung von unseren Sünden. Herr, wir haben uns dort nicht verdient, ich habe irgendeinen Weg. Aber du hast uns dort, durch deine Gnade, durch deine große Liebe und Barmherzigkeit, hast du uns dort gegeben. Wir danken dir, Herr, für die Gelegenheit, die wir aus deinen Kindern haben, dass wir können kommen, die loben und preisen und danken, weil du allein bist würdig. Dankeschön, Herr, für die gute Arbeit, was du angefangen hast an uns und was wir vollen Vertrauen haben, dass du das auch uitführen wirst und vollbringen wirst, aber ohne Tag Jesus Christus. Wir danken dir für das Marius, für diese Gelegenheit, für diese Freiheit, für diesen Platz, wo wir versammeln können und für jeden einen, den du hier gebracht hast, für das Marius. Herr, musst du uns sehen für das Marius. Herr, uns fehlt es an die. Wir sind so als ladje Kuffels. Herr, wenn du das nicht abfallen lässt, dann bleiben wir ladig. Musst du uns abfallen, sodass das immer an wird. Zodat die Raum uns auch würden schmecken, dass du gut bist, Herr. Gott, wir danken dir für dein Wort, dass du kraftvoll ist, lebendig zu merken, dort, wo der Tod ist, und abzurechten, dort, wo der Doll gefallen ist, und Doll gebrochen ist, und nie zu merken, wo der alt geworden ist. Herr, wir beten, dass durch die Kraft von deinem Yes, durch dein Wort, durch deiner, musst du reden zu uns, musst du uns dort geben, was in jeder einer braucht. Herr, du weißt, was uns fehlt. Und wir freuen, dass du dort wirst tun. Zu deinen Namen verherrlichen du dich. Dankeschön, Herr, für was du reingemerkt hast. Wir befehlen uns die an. In Jesus' Namen. Amen. Marius, gaan we nummer 13 draaien. Gott ist gegenwärtig. Gott ist
Guten Morgen. Ich freue mich, hier war sein von des Morgens. Zu herkommen, kommt der, wie es auf dem Alvar aufkommen, kommt der Sonne, muss ein bisschen rüt, so. Es hofft nicht, dass die Sonne war, eine Schiene wird baut. Weil ich an die Bulletin dann kicken, aber ich sehen, dass Timerwork von der wir reden, das ist nicht zu sein. Was ihr merkt, das Denken, dort war einer zu laut ist, dann ist einer bloß zu laut. Einer kommt von allen Dingen, was lernen, und ich habe was zu lernen. Ich sage, andere Worte, wenn ich zu laut nachschauen, was ich an Reden war, dann kommt das doch nicht nach. Ich dachte an, in Offenbarung sagt Johannes, sagt ab ein Wort nur gekickt worden, sagt wem sie Nomen nicht nennen geschrieben ist, der wird nicht mit dem Herrn sein. So, wir haben ich lieb von dort ein Bett. Von des Morgens, weil ich reden über ein Thema, was mir sehr wichtig ist, gewesen auch für eine lange Zeit. Ein Thema, was weil ich das nicht schreiben will, und ich das nicht schreiben. Mein Thema ist, das ist meine Vollkommenheit. Das ist meine Vollkommenheit. Und Plautdietsch. Dort in der Bibel, und ich hoffe, die haben die Bibel mit, dort einmal noch 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27 und 31. Ich werde die Verse eben lesen von 27 durch 31. Und da, wo wir sein, was Gott sagt, wo Gott Menschen merken wird. Und was wir sein, was heute über sein, das hat zu tun mit der Timerwork, von der ich reden will. Und Gott mögt Menschen, die so werden als Hei, nur seinem Plan. Hij mögt Mannsmensch und Frühmensch. Und Gott sagt dir und sagt, mocht je Kinder haben und über die ganze Erde vermehren und über die Erde regieren. Je sollen Macht haben über die Fisch am Meer, über die Vögel an der Luft und über alles, was da auf der Erde lebt. Und Gott sagt, kijk mal, jeder darf von allen Planten auf der Erde, die Saat haben, und von allen Bäumen, die Saat an ihre Frucht haben, eten. Und alle Tiere und Vögel, und alles, was durchkrebt, alles, was auf der Erde lebt, darf von irgendeine gereine Plant fressen, und dort wir so. Und dann Vers 31. Und Gott sagt, was er gemerkt hat, und er sagt, dort sehr gut wir. Der Abend und der Morgen vergingen von dem 6. Tag. Gott seine Opinion von was er gemerkt hat, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und er sagt dort, wie es dort beseinen, was er gemerkt hat, besonders wenn er nur den Mensch kicken will, dann sagt er, dort ist sehr gut. Was Gott hat uns gemerkt, wenn Gott uns erschaffen hat, dann sagt er, dort wir ganz gut, da fehlt reicht nicht an. Der Mensch, der wir vollständig gemerkt, der wir vollkommen, haben wir eine Vollkommenheit. So, also mein Thema für der ist für nächste Sonntag, ich mich gefragt, von der nächsten Sonntag eine Botschaft bringen. Ich will an das selbe Thema reden, ich will von der mit der Anleitung haben, ein bisschen erklären, von was ich rede war. Das heißt, das ist meine Vollkommenheit. Wenn wir reden von Vollkommenheit, dann sagen wir fragen, wer ist vollkommen? Und der einzige Menschen, die fragen uns, aber wir sagen, dass wir bekehrt sind, dass wir Christen sind und so weiter, dann sagen sie, oh, du glaubst, du bist vollkommen.
sind wir vollkommen, wenn wir Christus angenommen haben, wenn wir uns bekehrt haben? In Gott seine Augen sind wir vollkommen. Wir sind ein vollkommener Mensch. Gott hat uns freigestellt, dahin, wo er uns am Anfang merken hat. Er hat uns nie das Leben gegeben. Sind wir vollkommen in unserem Wandel? Nein, das sind wir nicht. Aber wir wollen sein, was passieren wird, wenn wir vollkommen, Gott uns vollkommen gemerkt hat. Wenn Gott uns hat nie das Leben gegeben, dort ist so ein Leben, was er anerkannt hat als vollkommen. Wir sind vollkommen wahre geboren, wir sind nie gemerkt durch Jesus Christus. Wir wollen sein, weil das Studium, diese Botschaft habe ich ein bisschen gelernt ab den 4. Kurs von Foundations for Living, der Grundlehre für Leben. Viele von Ihnen dann dort durchnehmen. Viele haben gesagt, dass die waren gesehen davon, durch diesen Kurs. Ich habe jedes Mal gesagt, wenn ich einen Kurs durcharbeite und den Evasaten helfen, dann sage ich immer, nicht weit. Ich sage, nicht der Haft, bei der Time ich ganz durch, da war nicht der Messkrieg für was dort erst durfte, konnte ich selbst studieren, so viel habe ich all dann verteilt davon. Ich sage immer, das ist der beste Kurs. Das ist von all der Feier erst auch noch ganz beste. Das habe ich noch von jeder Kurses gesagt. Das hat mir bezahlt, wenn ich die Bibel lese, da ich sage immer, this is my favorite book in the Bible. Weil das ist alles so gut, so herrlich, so reich. Das ist bloß sehr gut. Ich muss mich wundern, und das Thema ist mir sehr, sehr wichtig. Das Thema handelt von der Author, der nimmt dort, und der dort, der verglichen mit dem Volk Israel, so als sie eine Gefangenschaft wären, und von dort zurückgenommen worden an die Wildnis nahen, und dann von der Wildnis schließlich an Kanaan. Wir sind gut bekannt mit all den verschiedenen Städten, wo Israel war. Eigentlich eine Gefangenschaft. Für Jahre, die können eine Generation oder andere, die können nicht anders als bloß verschruft sein. Wo sie keinen Frieden haben, wo sie ganz ungerecht gesetzt werden, wo sie eine Sklaverei werden, wo sie müssen Krieg dort tun, was sie wollen. Aber Gott hat Abraham versprochen, dass er mit Antwort handeln, er wird einen Land nehmen, was er wird mit Milch und Honig schälen. Und sie werden nicht weiter haben, aber sie werden noch einmal da bannen, an der Gefangenschaft. Aber wie weiter was passieren, dass wir von Ägypten rückgenommen worden und sie wurden weggenommen. Ich will ein klein bisschen was lesen von das, wo wir das ist mein Leben, wo wir das Studium von Sinnbilder sein, von dem Alten Testament. Wir waren der Reise von den Israeliten nachfolgen in ihrer Sklaverei in Ägypten durch das Rote Meer zu der 40 Jahre Reise in der Wüste und dann durch den Jordanriver und dann endlich in das Kanaan-Land, dort, wo Gott versprochen hat. Wir waren dann wo die Israeliten ihre Reise ein Sinnbild ist oder ein Beispiel ist von ihrer geistlichen Reise, von ihrer Gefangenschaft als ein Sklave zu sind in der Wildnis und dann zu der Freiheit an Kanaan als ein Christ, der voll vom Heiligen Geist ist. Die Gedanken von der Feldsamen vom Heiligen Geist wird wenig von gelehrt an viele Kirchen. Ich sage nicht in unsere Kirche, ich glaube in unsere Kirche wird es gelehrt, aber im Großen und Ganzen ist da wenig von gelehrt von der Feldsamen vom Heiligen Geist.
Und eine Ursache ist, ich glaube, ist da erwähnt, da sind Menschen, die haben eine andere Abfuhrung von der Fällung vom Heiligen Geist. Viele Kirchenrahmen, wir kennen alle von den Kirchen. Die gehen extrem, viele Menschen gehen extrem, very, very charismatic. Und die gehen und haben dort weit besiegt. Was die bei uns wie nicht trägt holen und dann nicht wirklich genug denken an oder lehren lehren über was das wirklich meint, gefällt sind vom Heiligen Geist. Ich glaube, die Bibel hat sehr viel lehren davon, dass erstlich, wenn wir wahre geboren sind, dann haben wir den Heiligen Geist. Paulus sagt, dann sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, der uns leiden und uns leben. Und ohne dem Heiligen Geist können wir überhaupt nicht mehr die Bibel verstehen. Und wir wollen das sein von der, was das so ist dort. Also wir brauchen den Heiligen Geist. Aber dann sagt die Bibel auch, lehrt uns, wo wir sollen gefällt sein von dem Heiligen Geist. Weil das ist ein Ding mit dem Heiligen Geist sein, aber das ist ein anderes Ding, den Heiligen Geist haben. Das ist ein anderes Ding, gefällt sein mit dem Heiligen Geist, so dass wir überrannen von uns christliches Leben. Ich habe das gesagt. Ein Mann fragt mich, sagte, warum kommst du hier hin, und von der Bibel vertalen? Ich sage, weißt du was, Jakob, wenn du erst was dem Herrn Jesus kennen und dein Leben, wirklich was das meint, gerat sein. Und ich sage, du wirst allmählich keine Stelle sein. Ich sage, du wirst weit wohin fahren. Bloß Menschen wissen, was das wirklich meint, den Heiligen Geist haben und sein Rat. Ich sage, Jesus sagt, weil je um mich leben, und das Wort sagt, so sein Wort sagt, da wo je ewig da wo Ströme des lebendigen Wassers fließen von dem innerlichen Leben. Und das wird wo ich von reden da. Ich rede nicht von unverschämt sein und handvoll und weit nicht von allen Sorten Dinge, das dort. Ich glaube, Gott ist ein Gott von Order aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir gefällt sind vom Heiligen Geist. Okay, die Anleitung von der ersten Lektion, ich habe ein paar genommen von der ersten Lektion da. Was meint vollkommen sein? Wenn ich sage, dass wir vollkommen sind, und das ist der Titel von diesem Kurses, die Vollkommenheit, das ist meine Vollkommenheit. Was meint das als erreicht? In der Webster Dictionary, Wörterbuch sagt, ein paar Wörter sagt, Meier, das dort eben, aber der sagt hier, das Wörterbuch beschrift vollkommen aus ganz freudig, ganz gesund, geheilt, nicht gebrochen oder verletzt, nicht beschädigt. Dort sind gewisse Werte, was die Brücke da zum Vollkommenheit. Da fehlt nichts nicht an. Wir haben jetzt gelesen, dass in Vers 31 in Mose Kapitel 1, da sagt Gott selbst, sagt er, in Gott sagt, was er gemerkt hat, und er sagt, dass dort sehr gut wird. Da wir nicht, was dort fehlen wird. Weil wenn wir zurückgestellt wurden, wenn wir in Gott seine Familien angeboren wurden, wenn wir von der Distanz rückgenommen wurden, wir wurden echt dabei geboren und das Licht angeboren, dann fehlt dort nichts nicht an, so wie es Gott anbelangt hat. Bitte Wachstum an Gott sein Wort, und wir wollen sagen, Gott hat dort reingemacht für uns. Mensch wird vollkommen gemerkt, Mose Kapitel 1, Vers 27, 31. Und wir haben die Versen gelesen, da, Vers 27 und 31. Aber der Mensch fällt in Sünden an, und die ganze Kreatur fällt unter Gott sein Fluch und wird von Gott getrennt. Römer 8, Vers 19 bis 23 sagt es das. Die Kreatur wird ja in ihren Wahlen von Gott bestimmt zu vergehen.
wie es Gott dort sowohl an der Hoffnung, Vers 21, dort die Kreatur selbst von ihrer Sklaverei, die dort verdorben Eva anbringt, wird loskommen und an der Gotteskinder ihre Freiheit und Herrlichkeit nankommen. Dort wird Paulus sagt, hier an Römer 8, 19 bis 23. In diesem Plan, was wir hier sehen, wo ich uns gelesen habe, wir Gott sein Opfer, der Herr Jesus, sein Tod mit verbunden. Durch sein Tod wird Jesus ein neuen Geist, den Heiligen Geist an uns geben und wird uns das ewige Leben geben. Also das war durch Jesus, was wir ein neuer Mensch wird mit das gehandelt wird. Die Person, die erfahren hat, ist wirklich wahre geboren. Weil jede Person, die wirklich dort erfahren hat, wird von der Düsterreich erst an das Lichtreich gekommen, die ist wahre geboren und Gott sein Richtung nennt. Wo er anfängt, bitte merkt, wo er anfängt, geistliche Dinge zu verstehen, und dann ist dort möglich für ihn, Gemeinschaft zu haben mit Gott, durch sein Wort und durch Gebet. Und da wo wir sein an 1. Korinther 2, 14 bis 15. Und ich will ein bisschen abdrücken, ob das Wort anfängt. Weil du hast kein Mensch nicht von uns hier bannen, das ist kein Mensch nicht, wenn der Wahre geboren wird, dass der von da an 100% alles weit und folgt gerade noch 100% und ist in der Hinsicht vollkommen. Heißt vollkommen Wahre geboren, da fehlt nichts an, da hast du ewige Leben, da fehlt ein Reinreich nicht an, das habt es gemerkt. Aber dann sagt er, wo er anfängt, geistliche Dinge zu verstehen. Und wir hatten alle Tauschstunden, glaube ich wenn es die erste sein wird, aber Tauschstunden, wenn ich Wahre geboren wird, wenn ich mich bekehrt, ich weiß nicht einmal, dass das wirklich wird, dass ich wirklich dort weiter kann, dass ich bekehrt werde. Dat Buch wat bij ons op een televisie stond, dat had wel voor jaren daarboven stond. Je had een grote Bibel, maar ik had geen blaze idee wat er binnen geschreven werd. Buiten ik wist dat we God zijn woord. En dat we van Jezus ben geschreven, van de Haal geschreven. En van dat ik een zender weer. En ik word most likely word ik in de Haal dan wonen. Dat weer een beetje een overblik wat ik had over de Bibel. Maar weet je, wiens de Wahre gebeurt plaatsvinden, da war ik aan dat God zijn woord weer niet het boek, dat we groot als ik had er nog niet bijna gelezen. Ik had het vaak gezegd, dat je niet zo lang bent, dat alle uitgestrekt weer. Jemand zegt, oh, zegt er, der man die leicht het niet, dat niet. Zegt er, strekt dat alle uit. Nou, niet weer niet uitgestrekt, niet weer je highlight. Auch 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14 bis 17 sagt es das. Wer sich Gott seinen Geist nicht angestellt hat, bitte merkt, wer sich Gott seinen Geist nicht hat angestellt und mit seinem eigenen Verstand urteilen will, kann das nicht verstehen. Manchmal dann hier ich Menschen sagen, ich habe dem Prof zu wiesen in der Bibel, korrekt, wo ich kann Wahre geboren worden, aber das Große ist, was der Mensch bloß blind ist. Der ist blind. Der korrekte blindeste Tür, wie Wahre geboren worden. Der kann das bloß nicht verstehen, wie sie hat sich nicht Gott seinen Geist angestellt. Was von Gott seinen Geist kommt, der kann sie bloß nicht verstehen, was von Gott seinen Geist kommt. Dort ist vor allem Ansehen und er kann dort nicht verstehen. Dort muss einfach mit der Halb vom Heiligen Geist beurteilt worden. Vers 15, wer vom Heiligen Geist voll ist,
der macht, wer vom Heiligen Geist voll ist, das redet von die von uns, die wir wahre geboren sind, und voll sind von dem Heiligen Geist. Was uns Leben haben, handgegeben zu Gott, und was uns von Gott lassen leiden in uns Leben, kann eben alles, ich sage, in der Heim und Träger, Vers 15, weil wir die Bibel aufhaben, möchte den 15. Vers. Wer vom Heiligen Geist voll ist, kann eben alles urteilen. Aber über ihm kann keiner urteilen. Weil das sagt uns, dass wenn wir von dem Heiligen Geist voll sind, dann können wir über alles urteilen. Und andere Welt würde ich sagen, wir haben alles gekriegt, was wir brauchen, gegen den Sinn zu kämpfen. Weil die dürfen wollen nicht in uns Leben begegnen, dass wir Kräften und Worte ist, was in uns Leben nicht kommen wird, was Gott nicht wird helfen, durch seinen Heiligen Geist uns durchführen. Hast du zu viel gesagt, Henry? Du sagst, er wird alles urteilen, der wird Weisheit, Gott wird eine Weisheit geben, dort zu tun. Okay, das ist dann der Anfang von einem sinnvoller, verlorener Mensch, vollkommen zu werden. Und frei von der Sklaverei von der Sinn. Weil die Israeliten, die werden an der Sklaverei versklavt, wie kein Weg, was sie können tun und auch, was sie würden wollen tun. Sie wussten dort, dass Gott hat versprochen, sie hatten eine Versprechung gekriegt, aber sie wussten gar nicht, was, sie waren bloß ganz stark, verloren, ganz kraftlos. Gott braucht Moses, nahm ihn durch und hat seine Schwierigkeiten, die waren mit Moses auch da und weiß nicht, was alles, ehe sie überhaupt mal rauskommen deuten. Und aber schließlich sie kommen raus, kommen bei dem Meer und die Nabe, dass Moses da nicht verseipen in das Meer, wie es der Pharao von ihnen sagen und so weiter, wussten gar nicht, was das alles zu bedienen hat. Wir in einer Wildnis, auf Weg nur Victory, und keine Ahnung, was Gott etwas versprochen hat, aber wir sind stuck da an dem Meer und Pharao kommt von hinten. Gott beweist sich, dass das Meer aufmerken, dass man durch die Pharao Armee da verdrinken und dann werden sie frei. Wir würden bleiben, nur von hier an soll das Legon dann mit Ernst. So hatten die seinen, die Wunder, was in Ägypten passiert ist für Pharao, und dann, wo Gott das Meer aufmerken hat und beschützt haben, von hier an, für die nächsten 11 Jahre, wo sie denken, sollen sie haben Free Sailing gehabt, noch Kanaan, und gehen nach Kanaan an. Nur der wenigste dort. Weil sie werden sehr so, als viele Menschen von der Tag sind. Und unfortunately Christen. Wir sind rückgenommen von der Sklaverei, wir sind wahre geboren, aber wir dürfen nicht wegreclaimen in uns Leben. Wir dürfen nicht siegen in uns Leben. Wir sind da, wir straucheln und dürfen da Charakters der Israeliten deuten. Denn das neue Leben der wahre Geburt hat alle Möglichkeiten, um ein siegvolles Leben zu leben, angenehm bei Gott und wird Frucht bringen und dann den Lohn für seinen treuen Dienst, was er getan hat an sein Leben. Und ich sage, die neue Geburt, die hat alle Möglichkeiten, und durch den Geist Gottes, was wir in uns haben wir die Möglichkeiten, dass wir alles, was wir für uns haben, was uns wird teugelassen wollen, dass wir wollen durchgehen, jeder Schlucht, jeder Boy, was wir wollen übergehen, da haben wir genug Kraft durch den Heiligen Geist, dass Gott uns durchleiten und er wird uns sich geben über dort. Warum tun wir das dann nicht? Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 9, Vers 24 steht, wer an einen Reis rannt, und hier sind die was Dinge, was da verkommen sollen. Wer an einen Reis rannt, lässt alles aneidet besiegt.
Das ist ein Ding. Weißt du, wir sind an einer Reise. Und das gute Ding ist, und wir wollen das sein hier, weil ich wollte ein bisschen sagen, was ich sagen darf hier an dieser Farsen. Weißt du, einer wird am Reis gegangen, da war ja dann Olympics watchen und so weiter, dann ist da bloß einmal eine Person, die dort heißt, das meiste gewonnen hat. Und dort wird der Gold Medal kriegen dort. Aber dem hat das nächste Jahr war dafür sorgen, dass der dort wird holen, dass der den Platz wird holen. Weißt du, in den Reis, wo du in Akbahn sind, dort können wir alle gewinnen. Wir können alle gewinnen, wir sind alle auf der selben Stufe boven. Auch wo viel wir weiter, wo viel Schuld wir gehabt haben, wo viel, was einmal, wo wir von herkommen, der Hintergrund, wo Gott es hat rückgeraten und so weiter, das hat nichts zu tun und damit, der Lohn, was für uns lören hat, das hat nichts zu tun mit, von wo wir herkommen, das hat zu tun mit, wo wir an diesen Reis ran tun. Aber du hast eine sehr große Gefahr. Die Gefahr ist, dass wir nicht die Dinge, die uns durchhalten, das sagt hier, wer an einen Reis rannt, hat alles andere besiegt. Weil wir am Sicht haben an uns Leben, damit wir dort andere, was nicht für das christliche Leben gehören, damit wir zu sie leihen. Und die Geist Gottes, der wisst, dass krank, was die Dinge sind, da habe ich gar nicht viel Problem mit. Ich weiß ziemlich krank, wenn ich Dinge da, was mir nicht helfen tun, zum Wasser in meinem christlichen Leben. Dann geht er wieder, und dann sagt er, Jane down dort, meinen, die wird am physischen Reis ran down, einen Kranz oder eine physische Kranz zu kriegen, der doch nicht bleibt. Der Kranz bleibt gar nicht. Aber wie down, sagt Paulus, dort einen Kranz zu kriegen, der ewig bleibt. Weil der Kranz für faithful sein, für treu sein am Herrn, den Reis gewinnen, dort ist eine Kranz, der für ewig wird bleiben, der lügt doch für uns. Der ewig bleibt. Dann sagt der Paulus wieder in Timotheus Kapitel 4, Vers 8, für Widerhahn liegt für mich, und er redet von sich selbst, eine Gerechtigkeitskronen reit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem Tag geben wird. Die kriegen nicht bloß ich, aber all die sich dort zu freuen, dort der Herr kommen wird. Weil hier habe ich was er sagen, dass für die, was er lernen dann, with expectation, dass der Herr Jesus wird kommen. Weil ich habe an der letzten Titel, jeder Jahr einmal ein Jahr abteilen und so weiter. Ich habe dann einmal ein bisschen und ich habe gesagt, ich kann nicht sagen, macht der Herr von der kommen. Wofern wird es sein, wenn der Herr von der kommen wird? Sind wir bereit? Ja. Habe ich alles getan, was worden könnte? Vielleicht nicht. Aber sind wir bereit, dem Herrn zu begegnen? Ich lehre nur dem Herrn. Weißt du, wenn wir nicht bereit sind, für der dann, dass wir weiten das Wort in uns Leben, dann lügen wir auch nicht sagen. Ich kann mir denken, wenn mir vor der war ich vorhin, dann sagte ich, Jungs, wenn ich in Haus komme, dann will ich haben, die Klampen halt, der soll gespielt sein. Ich weiß auch, das Herr getan. Dann war ich so, dass die ist vielleicht eine Stunde eher in Haus kommen, da schaut aber alles, was man wird werden. Einer muss dann abpassen, auf die Vorhaul kommen, der Wandschwanz, da kann noch nicht kurz. Woran? Wir haben nicht dort getan, was er verlangt von uns. Aber wenn wir dort getan haben, dann wollen wir haben, nu soll er uns Preise geben. Unfortunately, mein Vater, wir haben nicht gelehrt, uns zu loben. Dort wir ein Ding, was er nicht gelehrt hat, er hat dort nicht gelehrt in seinem Leben. So, er hat nicht sehr viel uns gepreist, oder gelobt für ihr Wort. Aber wir weiten, dass 15 Jahre eher er starb, nahm er dem Herrn an, und dann leider von nur dem. Wieder wollte noch einen Vers lesen, in Jakobus 1, Vers 12
Seilig ist der Mann, das redet von Anzug, der nicht versagt, wird nicht beträgelappen, das sozusagen, wenn er versagt wird und uthält, wenn er auf eine Probe gestellt wird, wenn er die Probe bestanden hat, wird ihm die Lebenskronen geregt worden, die der Herr demjenigen versprochen hat, der gut ist oder der leben wird. Trotzdem, dass Gott hat möglich gemacht, für den Christ ein volles, sicheres Leben zu leben, wenn die Christen weiten und dort mit in Kanada zu leben, vom Geist gefällt Leben zu tun haben. In diesem Kurs, wo wir sehen, dass Sinnbilder oder Vorbilder oder Vergleichnisse so wieder worden gebraucht worden, und zum Wiesen, wo wir an sich leben können, wachsen und Frucht bringen. Wir wollen Beispiel sein von biblischen Warnungen, was für nicht folgen. Die Bibel hat viel zu sagen, was passieren wird von nicht folgen, und wir wollen dort sein im Alten Testament, was passieren wird, gleich war mit den Israeliten in der Wildnis, was passieren wird, würde ich denn nicht dort erlangen, was Gott gemerkt hat, was Gott versprochen hat. Maar es reicht Moses, wir wollen seinen Moses, was die Israeliten rütladen, die aus Ägypten, maar es reicht die nicht an Kanaan angehen. Paulus sagt uns an Philippa, gibt uns ein Vorbild an 1. Korinther 10, Vers 1 bis 11. Schaut mal in die Bibel ab, noch 1. Korinther Kapitel 1, Vers 11. Eine sehr große Warnung für jedem einen von uns hier. Und ich möchte hier bloß, wenn ich diesen Kurs durcharbeiten, dann staune ich einmal und ich gleich dort die haft so viel Bibel dabei. Der ist voll gestopft von Bibel, wo er wiesen hat, wo er uns dort in der Bibel wiesen hat. Liebe Brüder, sagt er in Vers 1, das soll je weiten, dass unsere Vaters alle unter der Weg wären und alle durch dort mehr gingen. Paulus, die kijkt 3 im Alten Testament, und wo er dort seinen bemerken, was dort passiert war. Vers 2, alle sind sei unter Moses an der Weg und mehr gedeiht worden. Sie gingen da alle durch. Und die Bibel sagt dort, nannt dort ein Daub. Der Weg auch, was wir entleiden deit. Vers 3. Alle eiten dort selbe geistliche Eten. Sie haben keine ausgeschlossen, die werden alle da. Alle tranken, Vers 4, den selbe geistliche Trank. Sie tranken alle von dem geistlichen Stein, der mit ankam. Und der Stein wird Christus. Sie dort, wir wollen dort wieder sein, Paulus redet davon am Neuen Testament, dass der Stein eine sehr große Bedienung hat, den wir wollen sein, dass Moses schlug den, anstatt er zu reden, das Gott gesagt hat. Und hier sehen wir die Wichtigkeit, dass wir dann dort, was Gott verlangt hat von uns. Vers 4 sagt, das ist für uns als Vorbild passiert. Das hier haben du und ich eine sehr große Lektion zu lernen, dort wisst das, was dort passieren wird und was doch zu uns passieren wird, wenn wir nicht folgen, was Gott uns gegeben hat. Dort wir uns dort wir passiert, dort wir uns dort nicht passieren lassen sollen, so Ozeane deuten. Dort wir uns dort beise nicht jankern leiten, dort wir uns dort beise nicht jankern leiten, lassen sollen,
so aus Jana dort deuten. Vers 7. Sie sollen noch nicht Jata deinen, so aus manch Jana eingedeuten, so aus geschrieben steht, dort Volk soll sich dohl zu eten und zu trinken und stund ab zum lastig sein. Vers 8. Weil wir auch nicht Hörerie trieben. Und da sind verschiedene einzelne Sünden abgenannt hier, wo Paulus sagt, weil wir lehren von den Fehlern, was sie da merken. Weißt du, in dem merken wir denken, und manche einer von uns, wie weit wo wir abgebracht sind, wo wir rauskommen davon, wie weit was passiert ist als Resultat davon. Und ich kann nicht helfen, die sind alle bekannt mit was passiert mein Bruder sein Leben. Das mein Bruder so konnte davon reden von ihm und der Familie. Was passiert, wenn sie sich wegdrehen von Gott, in 35 Jahren, ihre Familie abbringen, dass sie dort. Aber dank Gott, dass der Herr nur am Ende von ihr Leben und fängt an zu arbeiten. Aber weißt du, das sind Dinge, wo du und ich können lernen. Und ich glaube, wir sollen lehren von diesem Beispiel, was der Apostel Paulus uns gegeben hat, hier von dem Alten Testament, und auch von dem Beispiel, was in uns Leben, in unserer Zeit passieren wird. Wir sind erholt, was passiert hat, wenn der Sinn von einer Generation wird übergesagt und zu der anderen Generation an. Ich sehe, ihr redet jetzt von meinem Vater, wir geben uns nicht sehr viel Preis. Weil wir haben einen guten Vater. Ich kann seine Abbringung, wo er abgewasst in Betracht nehmen, dann muss ich sagen, ich habe einen sehr guten Vater gehabt. Ich habe uns niemals nicht, ich habe mal Schacht gekriegt, ja, aber nicht so viel, als ich verdient habe. Aber ich habe mich geschafft. Und aber wir am nächsten was ab. Aber Dinge, wo er bei ihnen abgewaschen wird, die brachten keinen an in sein Leben, und he passed them on to his family. Und wir mussten damit handeln. Und Vers 8 sagt, weil wir auch nicht Hörerie trieben, so aus manch Jana eingedeuten. Und an einem Tag starben 23.000. Ich habe uns denken, Vers 9, weil wir auch nicht an den Haaren versichern, so ist manch Jana eingedeuten und von Schlangen umgebracht worden. Verstehen? Dort nicht rumgrunzen. Das ist nicht sehr Sinn, das ist, rumgrunzen. Wo viele von uns sind immer Frauen. Weil ich gefangen habe, wenn mich Dinge ein bisschen bothern, dann eingeholt denke ich sage, praise the Lord. Praise the Lord. Nicht, dass ich für Wort. Ich sage, für alles, was wir haben. All das Gute, was Gott hat, wo wir mit gesehen sind. Weil dann, da bleibt nicht sehr viel Raum zum Grunzen. Für mich ist das eine gute Medizin, wenn ich das tue. Aber wenn ich mich abhänge an Dinge, an negative Dinge, dann weiß ich, dann ist da kein Einig, da habe ich alle Ursachen zu grunzen. Und wir sehen ja, wir haben ein großes Resultat, einen negativen Einfluss, wie sie dort deuten. Weil wir auch nicht, weil wir nicht rumgrunzen, so aus manchen Jahren eingedeuten und werden vom Verdammer umgebracht. Vers 11. All das passiert, wo wir und Jana uns zum Vorbild. Wir haben keine Entschuldigung. Ich sehe das in der letzten Botschaft davon, dass wir leben in einer Zeit, wo wir eine Genodenszeit nennen, wo die Geist Gottes an uns wohnen hat, wo wir Gott sein Wort haben, was da vor dich ist, wo wir alles haben, was wir brauchen. Wir haben keine Entschuldigung. Weil die Geschwister, ich glaube, dass Gott wird von uns viel mehr verlangen an jeden Tag, als er verlangen das von dir im Alten Testament. Ich glaube das. Ich möchte anders sagen. Aber woran, wir sind verantwortlich, dadurch, dass wir
Gelegenheit haben, nicht nur, was wir können weiten, also nicht nur, was wir nicht Gelegenheit für haben, aber wir sind, ich muss sagen, hier in Bolivien sein, weil wir werden ja einer weit, wir werden jetzt einer verantwortlich für, das nicht so. Dat zijn lees, dat ze die worden staat en wat mensen dat proeft aan te flüsteren. Wat je eigenlijk, wie wollen verantwortlich sein für die Bibel, die an uns Haus ist, wo wir haben könnt lesen, wo wir haben könnt alles bei den Fingern, was uns fehlen hat. Nicht mehr bloß dort. Gott hat uns den Geist gegeben, was an uns ist, der uns leiden, der uns führen, der uns gerufen worden. Was du und ich haben eine sehr große Verantwortung. Ich wollte eins mal, ich will durch von Wort ram und komme bei Dingen denken. Aber wenn wir wollen für den rechten Stuhl Christus kommen, ich wundere, was da passieren wird, für den Moment, wenn die Kronen waren nicht geteilt. Aber jemand sagt zu mir, sagt, ich schaffe nicht für Reward. Sagt, du go to me oben und so wieder, you know. Ich glaube nicht dafür arbeiten. Weil der Apostel Paulus sagt, er nicht dafür arbeiten, aber er sagt, das ist, was uns dort reingelegt ist. Wenn wir Gott treu sind, er wird uns eine Krone geben, und wir wollen belohnt worden, dadurch, dass wir uns das christliche Leben gelebt haben. Und das Studium, wo wir die Israeliten rumwandern in der Wildnis aus einem Sinnbild, seinen von Gott, sein Plan für uns aus der Sünde raustraten und sagten die Richtung von uns wandeln auf den rechten Weg ab, wo wir können wachsen und aus in Christ. Und anwachsen oder cash in, wo wir can apply dort, was Gott uns hat, reingemacht für uns. Cashing in, so to speak, und alles, was Gott für uns hat. Was wir sein können, was Gott für uns hat, die Gelegenheit, was er uns gegeben hat, und dass wir würden da noch streben, ich glaube, da würden wir, wenn ein Ziel wird sein, den Herrn Jesus zu verherrlichen und dort zu erreichen, was er für uns hat, das so, wir wollen sein, weil wir definiert wollen, den Kurses nehmen, wollen sein, dass die Israeliten, in fact, alle Büter und Poor, kämen niemals nicht in Kanaan an. Die sterben alle uit in der Wüste, wo sie all dort vermissen, was Gott reingemacht hat für uns. And I am afraid that ein Mann, ja einer von uns, wird das so gewonnen dort. Wir leben uns Leben hier in Stracheln aus dem Christ, wo wir haben können Sieg haben in uns Leben, wo wir haben können frei und freilich sein in uns Leben, und Gott verherrlichen, ein entscheidendes Leben haben, aber wir grenzen und vermissen all das, was Gott hat für uns. Wir wollen Bilder sein hier, verschiedene Bilder, wo uns das geben, Sandbilder oder Beispiele von Noah zum Beispiel. Wir wollen im Neuen Testament sein, wo Jesus sagt, da wird, dass sie ihn Tod vergleichen, wo er begraft ist, mit der Zeit von Noah, aber Jona am Fisch und so weiter. Verschiedene Beispiele, wo wir sein hier. Sehr praktische Lehre dabei. Jona an den Fisch und das Apfellamm und so weiter. All die Dinge, wo wir sein. Und ich will bloß zum Schluss sagen, ich würde dir sagen, du musst seinen Wort Gott hat für dich. Und Gott sein Wort studieren und dort anwenden. Weil ihr das eine Methode, was ich gleich, und die Worte, die gelehrt haben, das lege an die erste Lektion, da war halt gesagt, wie das Kurses, die Methode brauchen, wir lehren, wir unterrichten,
durch Frauen und wir lehren durch Segen, Nangeroven in Gott sein Wort und wir wissen, weil wir dort anwenden, durch anwenden. Und weet je, der Autor der sagt, ein Mensch hat niemals was geleerd, es sei denn, dass er geleerd dort anwenden, dass er zu sein ist in seinem Leben. Nicht stimmt damit. Weil wir weiten, dass eine Art hier bin. Aber was das ihr schaffen, was wir sein nicht können, und andere Menschen das sein nicht können, yes, dort schafft wirklich, dass ihr lebt an sich, der Segen über ein Ding oder andere, und der was nimmt Tau an sein Leben. Wann das ist zu sein ist, dass das schaffen, dann kann ich sagen, wir haben das gelehrt. Dann kann ich sagen, wo das schaffen hat. Weil ich das selbst ausgeprüft habe, und ich das selbst weiß, wo das schafft, und das schafft in meinem Leben, habe ich kein Recht, keine Ursache, dem Nächsten zu sagen, wo das schafft, because, wo weißt du dort? Oder wo weiß ich dort? Ich habe das gar nicht ausgeprüft. Ich kann dir sagen, was ich gelesen habe, was ich gesehen habe, so wieder, aber das hat, mein Leben hat das noch nicht bewiesen. Also, so lange kann ich gar nicht sagen, dass das wirklich schaffen hat. Jemand sagt, wiss mich dort mit dem Leben, da wo ich das lebe. Und ich glaube, wir haben ein Reich dort zu tun. Mag Gott das Botschaft segnen, und sein Wort. Dankeschön für Aufmerksamkeit. Dankeschön für das Wort mitteilen. Du hast so viel ben, was wir uns können tauegen, was er reingemerkt hat für uns. So, wenn wir das nicht versehen, wenn wir das ernst nehmen, und wenn wir das rechtlich an uns wohnen lassen, das ist er in seinem Wort sagt. Isaac, bringen wir das kommen und die Gemeindegesang leiten, please. Und dann, du wirst auch gelernt, hätte ich vorhin ein Opfer zu geben, wenn die wollen, war ich rüd. Und die sind auch eingeladen für die nächste Andacht zu bleiben. Wir haben es so gut. Wir haben so viel. Wir haben viel dankbar für zu sein. Wir haben 177 dran. Ich flehe zu dir. Ich flehe zu dir, mein Herr.
Dankeschön. Dann beten wir noch zum Schluss. Herr Jesus, Dankeschön für dein Wort. Dankeschön, Herr, für so ein klares, was du uns hast vorgeschrieben, was du reingemerkt hast für uns und wo wir dort empfangen können. Herr, wir danken dir, dass du hast den Weg aufgemerkt, der zu den Genoden trauen, dass wir durch können kommen, Barmherzigkeit und Genode finden, für alles, was wir brauchen, für die Zeit und die Not. Und Herr, wir sind immer in der Not. Ohne dich haben wir nichts tun. Wir danken dir, dass du uns hast alles gegeben, Herr, was wir brauchen zum Leben und zum gottselig sein. Dankeschön, Herr, für die Dinge, was du uns vertellt hast, ermuntert. Musst du uns auch wieder helfen, dass wir diese Dinge wirklich durch den Jesus verstehen können, in der Anwendung in uns Leben, Herr, dass wir würden im Glauben dort folgen, im Glauben leben, kraxos wie im Glauben die haben angenommen. Herr, wir können nicht nur bloß im Glauben anfangen, aber auch im Glauben wiederleben. Denn ohne Glauben ist es allmählich die hier fallen. Dankeschön noch einmal, Herr, für dein Wort. Musst du dort sehen zu uns. Musst du uns auch zum Sehen merken. Mocht dein Wort in uns so wachsen und so überschälen, sodass noch viele Menschen würden schmecken, dass du gut bist. Herr, Dankeschön. Wir preisen dich, loben und danken dir für alles, was du bist und für was du tust. In Jesus' Namen. Amen. Dankeschön, wir sind entlassen.
tried to get a hold of someone to tell you that, but nobody. Ben wasn't here, I guess. That's crazy. Ja, sometimes when dingen af, zie je dingen. Wow. It worked fine until I think the light had been stayed on in the truck or something, and the batteries are really bad right now. Ja, maar anyway, I'm excited. Friends, we are in a war, and we need to put our guards up and be prepared. And I think prayer is one of the better tools. Actually, I don't think, I know. It's one of the better tools that we can use to protect ourselves, to protect our friends,
our family from the evil one. Because he is out to seek and to kill and to destroy everything that is not of God. So come on out. Take part in that. We have received a couple of applications for membership, for people that want to become members here. If God is laying that upon your heart, we would invite you to take home an application and fill it out and hand it back into to Pastor Weeb. But only if God is laying that on your heart. Not because you feel pressured or because you feel obligated or because somebody might have told you that Lighthouse Gospel Church is the church to be. Because that's not what it's all about. The church is the body of Jesus Christ, and it's not necessarily in this building. But if God is laying that upon your heart to be a part of this body, then we would invite you and encourage you to take one of those applications home and fill them out and go through the process. We're also planning on doing a baptism in the near future. If you have recently become a believer, or if you have been for a long time and still haven't taken that step of obedience to the next level of baptism, we would also encourage you to get in touch with Henry and talk about that, if that's a place where God is leading you or to be obedient. But I'll leave that up to you. Pete Clausen has an announcement regarding that insert that you've seen in your bulletin this morning, and I will ask him to come and share on that. Good morning. The insert that we have is about the Christmas catalog for Gospel for Asia. And just to give you an idea what the money is going to be going for that's collected, if we get $11, we can buy a set of chickens for a family who needs a little bit of money from the income for the eggs and so on. If you get $65, you can buy a set of pigs for them. It's also a source of income for them. And it's not only that they have a source of income, but through this we can share the love of Jesus with them. And it's also a good example for us to leave with our kids as well, how we can show compassion to those who are in need. So that's kind of what the insert is about for the Gospel for Asia catalog. So we're going to be, from now until Christmas, whatever money is collected, we're going to see what types of packages we can get, and then we'll announce it at the end so everybody knows kind of where the money went and how many people we were able to help with that. So thanks. Thanks, Pete. Also, the Christmas, the Operation Christmas Child boxes are due today. I hope you all brought them. But if you did forget to bring them, you can still drop them off in Tillsonburg at the Alliance Church, which is on Quarterline Road. If you go north on Main Street to North Street, turn left to Quarterline, and then turn left again, and they're also on the left. So if you still haven't dropped them off, then or if you didn't bring them today, you can still drop them off there. Until when? Tuesday? The end of the week? Okay. That is all I have for announcements. Once again, I want to welcome you. And before we have Henry come and do the message, could we just bow for a word of prayer? Heavenly Father, we come before you this morning, and we just want to give you praise, honor, and glory for who you are. You are the one true God. You always have been, and you always will be. And we just want to recognize you this morning as such. And we thank you for this opportunity to be together as your body, to be encouraged and to listen to what you have for us today. Heavenly Father, would you, with your Holy Spirit, guide our minds, our thoughts? Would you be with Henry as he brings the message that you have laid upon his heart, and that your will would be done here this morning? Would you bring quietness to the children and also to the rest of us, that we would be able to be attentive
to what you have for us even this morning. And that some of these things that don't need to be done, that they could wait till after, Lord. Oh, Father God, I thank you for who you are and for what you will do even here this morning. Thank you for each one that is here. Will you touch each and every one's heart that is here today? In your name I pray, amen. I greet you in the name of Jesus this morning. Well, what a privilege it is to be together and to worship the Lord together and to hear from His Word. The title of my message this morning is Made to Serve. And whenever we see something that was made, if we don't know what it's made for, our curiosity is aroused right away. I wonder what this is for. We like to know because for everything there is a purpose. For everything that is made, there is a purpose. Imagine you came to a building site, and here was one of the contractors with a whole pile of lumber, and you walked up to him and says, "Hey, so what are you planning to make here?" "Oh, nothing. I mean, I don't have any plans." Well, something would be very wrong there. For everything that is made, there is a purpose, there is a design. And you and I have been made in the image of God for a purpose. I just want to illustrate a little bit. I have a little gadget here. I carry it on my side here. But it's not a balancing weight. It's actually a tool. There are many applications that can be used on this tool. One app I have on here is called Sun and Moon, and it tells me I can check any day when the sun rises and when it sets, and where the moon is in its cycle, when there's going to be a full moon, or so on. Suppose this tool, which has over 1 million applications that can be used on it. I don't have that many on there. But I have a number of Bibles on there that I could use for quickly finding a scripture, reading it. If I can't read, I can actually even get it to read it to me. I can make phone calls with it, send text messages, receive and send emails, and many, many different things that can be done with it. With all of the potential to manage my schedule, keep track of my contacts, and many, many other things. Suppose I would only use the sun and moon application. And just every day, just check and see, okay, when does the sun rise today? When is it going to set? That's all I use it for. You'd say, what a waste. I want to use that to illustrate our lives. See, Philippians 2, verse 10 tells us that we were created in Christ Jesus unto good works. Notice it doesn't say unto a good work, not a singular act, but for good works. Not just randomly, so that whenever anything comes up to deal with it, but it says, but God has before ordained or planned these things for us to do. That means He has orchestrated the course of history and put many different things together and brings them together just at the right time, places me at the right time, at the right place to be able to do
a good work. This is God's design and purpose that says that he has already planned long in advance for us to do. This is his purpose in creating us. Not just to get up in the morning sometime after the sun has risen, and then go to bed again sometime after the sun has set. There is a greater purpose for you and me than that. And Paul exhorted Timothy, after giving instructions how to live out his life, he says in 1 Timothy 4, verse 6, he says, if thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister. What he's saying is we are forgetful creatures. Sometimes we drop off into a mode where we just barely exist. You know, we get up at some point in the day and go back to bed at a different point of the day. And we begin to feel so useless and say, what is the purpose in life? Why am I here anyway? What benefit is there? What good is there to look forward to? And so, as the saying goes, an idle mind is the devil's workshop. And we fall into his trap, beginning to believe the lies that there's actually no good purpose for my existence. We don't understand what our purpose is, or even the gifts that God has given us wherewith we are to serve one another. And so we begin to believe the lies that our lives really don't mount up to anything. And sometimes Satan will use people around us to reinforce that thought by somebody telling us, you are a good for nothing and you will never amount to anything. You can't do anything right. And so with all these reinforcements, we just begin to believe and accept these lies, and we become useless. With all the potentials there, we resort to just getting up after the sun gets up and going back down after the sun goes down. And that's not what we were created for. We were designed for good works that God planned. So if he planned those good works for us, that means he also prepared us so that we would be able to do those good works. In Philippians chapter 2, verse 4 through 8, we have Christ as our example. God made him a body so he could live here in this world for a time and fulfill the purpose for which he came. Now it says in Philippians 2 verse 4, look not every man on his own interests or needs, but every man also on the things of others. He says, don't let your focus be on yourself. Don't stand in the mirror all day. Yes, there is a need to take a look in the mirror, but then we need to move on, and the focus needs to become others. Don't just be self-absorbed. Don't try to self-fulfill yourself. That's not our purpose, but our purpose is to reach out and minister to others. Then he says, how? In verse 5, let this mind, or this mindset, be in you, which was also in Christ Jesus. What kind of a mindset did he have? Well, he said, I did not come into this world to be served, to be ministered unto, but to minister, to serve, and to give my life a ransom for many. That's what he came for. That was his purpose. That's what he was placed in this world for. And that's what he was doing. Every day,
He said, I must be about my Father's business. Whatever I see him do, I do. Whatever I hear him speak, that I speak. I do nothing of my own. So he says, let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. Be minded the same way as Christ was, always looking out to serve others, to meet the needs of others. Verse 6, who being, talking about Christ here, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, or something to hold on to. He was willing to let that go so that he might become one of us and serve us. But made himself of no reputation. In order to become a servant, we have to be willing to give up our reputation. It's not about us. It's about him. He sent us, just like Jesus said, whatever the Father shows me, whatever he does, I do. I didn't come to do my own thing, but to do the Father's will. Even when it came to laying down his life, he says, not my will, but thy will be done. So he said, let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. He made himself of no reputation, but took upon himself the form of a servant. Not a chief, but a servant. And being found in the fashion as a man, he humbled himself. Wasn't it enough that he had humbled himself from being God to becoming man? Wasn't that a big enough step down? But he says, when he appeared as a man, then he humbled himself even more and became obedient unto death, even the death on the cross, holding nothing back but giving everything. At that point, we begin to read verse 9, wherefore God has also highly exalted him and given him a name that is above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow, of things in heaven and things on earth and things under the earth, and that every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. But it begins with humbling ourselves. It began with Jesus stepping down and becoming man, and as a man humbling himself and becoming a servant to the very lowest degree. Not considering himself, not considering his own reputation, his own needs, or his own feelings, or his own rights, but giving it up all. He gained it all forever. This is the mind of Christ. This is God's way. So he said, don't be consumed with your own interests, your own needs, your own things, but be interested in the needs of others. You know, a person who has a very hard time making friends is the person who's self-absorbed. It's hard to find people who are interested in you all the time. But it is easy to become a friend of someone who doesn't consider himself too much, who's not focused or self-absorbed, but who is always reaching out to others, interested in the lives of others, caring about the needs of others. Such a person, everyone wants to be a friend of. That's what attracts us to Jesus. The fact that he humbled himself, served, gave his life a ransom for many, without discrimination,
so that whosoever, no matter how much they had offended him, no matter how wicked and vile they had become, that whosoever would call upon him would be saved. This is the model of a servant. This is the model of a servant. There's no other model like it. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. In John chapter 13, verse 15, it says, "For I have given you an example," Jesus said, "that ye should do as I have done to you." An example, showing us how to do it. Matthew 20, verse 28 says, "Even as the Son of Man came, not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many." There's our example of a servant. Mark 9, verse 35 says, "And he sat down and called the 12 and said unto them, If any man desire to be first," who doesn't want to be number one? Well, he says, if anybody wants to be first, the same shall be last of all and servant of all. Who is number one? You could answer. Who is number one? Jesus is. Absolutely. How did he become number one? By becoming the last and the lowest. By humbling himself. Therefore, God has highly exalted him and given him a name that is above every name. He said, I will show you an example. He said, if you want to be number one, you have to be willing to become the last, and you have to be willing to become the servant of everyone else. And you will be number one. You see, our eyes play tricks on us. You know that our eyes actually see upside down? When the beam of light comes into our eyes, from the bottom it goes up, it crosses over. And so really what is up looks down to us, and what is down looks up to us. Well, our mind deciphers that information. And maybe like some of these devices, when you turn it over, it turns it the right way. But reality, in spiritual reality, this is true. Jesus said, if you want to be great, you've got to humble yourself. He says the way up really is down. And if you will humble yourself, he says, he will exalt you. But he says, if you exalt yourself, he will humble you. So the way up, the way to become great in the sight of God, is to be willing to be a nobody. To be willing to become of no reputation, take on a servant's role, and minister to others. That is the true way to greatness. That's God's way to greatness. Maybe you've heard the testimony of David Livingstone, that great missionary explorer who went to Africa from England to bring the gospel to the South Africans who had never heard. In the wild terrain where great dangers such as malaria and wild beasts and hostile people lived. But he risked his life to go there. His goal was to make Christ known, not himself. His brother, on the other hand, says, oh, no. That's not the way. That's not life. He says, my goal in life is to be known. I want my name to be recorded in the books of history. I want to be somebody.
Well, as God would have it, as he is true to his word, I can't tell you what his brother's name is. I have heard it before, but I always keep forgetting it. And the history books do record his name, but following his name, it says, brother to David Livingstone. God made David Livingstone's name great many years after he passed away. He endured great difficulties, was attacked by a lion, damaged his shoulder and injured him for the rest of his life, and barely survived the attack. Sacrificed his life there on the plains of Africa to get the gospel to the people who hadn't heard, while his brother remained at home and tried to make a name for himself. You see, God is a God of his word. And you will have to do some searching if you want to find out what David Livingstone's brother's name was. His last name was Livingstone. Not sure about his first name. And you'll have a hard time finding it. Because God exalts those who humble themselves and are willing to become a servant, are willing to give up their reputation and just minister to others. But those who are all self-absorbed and think it's all about themselves, God says their name will perish. You know what it means to perish? It means it's gone. When the name perishes, it's no more. It's gone. And that's exactly what God does to those who try to make a name for themselves. 2 Timothy 2 verse 19 and on. If you have your Bibles, turn to 2 Timothy chapter 2. And I want to read a number of verses there. He says, nevertheless, the foundations of God stand sure. In other words, what God has established, what God has set out to do, that stands. What man sets out to do will fail. It's not going to last. But what God sets out to do, his foundations, they stand sure. Having this seal, the Lord knows them that are his, and let everyone that names the name of Christ depart from iniquity. Iniquity is self-will, that which we try to do in our own strength, that which comes from self. That's iniquity. But he said, if you name the name of Christ, depart from iniquity. Let a man therefore humble himself. Jesus said, if anyone wants to follow me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Verse 20, but in a great house, using the example here, he says, in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and earth, and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge or cleanse himself from these, in other words, any vessel will do as long as it is cleansed. Any vessel, old or young, big or small, male or female, makes no difference. He says, any vessel, if any man purge himself of these, from these vessels in a great house, the variety of vessels that are there, some that are being used for honorable purposes, some for dishonorable purposes. But he says, if any of these vessels will be cleansed, he will use it. He will use it. It shall be a vessel unto honor, even if it was a vessel unto dishonor. But if it is cleansed, it will become a vessel unto honor, fit for the master's use, or first of all, sanctified, fit for the master's use, and prepared for every good work. This is how he prepares his vessels for his good work that he has already purposed long in advance for us to do.
It begins with a cleansing process. Galatians 5, verse 13, he says, "For brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another." There's our purpose. There's what we were created for in Christ Jesus. There's what we were cleansed for, to serve Christ Jesus, to follow his example. By denying ourselves, not considering our own reputation, our own interests, our own needs, and our own desires, but giving it all up so that we might serve, that we might minister to others. And that's, he says, then we will be fit for the master's use. We will be set apart for those good works that he has prepared in advance for you and me to do. 1 Peter 2, verse 21, he says, "For even hereunto were you called." This is our calling. This is what we were created for, is our purpose. This is what we've been called to. "Because Christ also suffered for us, leaving us an example that we should follow in his steps. Denying yourself is not pleasure." Giving up your own reputation doesn't feel good. Self doesn't want to do that. But self has a ferocious appetite that can never be satisfied. Self is like a bottomless pit, and you can pour into it, and it'll never be full. But when you're willing to deny yourself, to set aside your own interests, your own reputation, your own will, and become a servant, accept the mindset of Christ, and begin to serve one another, we will find rivers of living water flowing out from us. Joy unspeakable and full of glory will flow from our lives, because it is more blessed to give than to receive. That is God's law. That's a spiritual law, a principle that is true and works. To us it may seem, if I get, I'll be happy. No, it doesn't work. We've already all tried that. But if we give, we will be happy. You know what Jesus said in Hebrews 12, verse 2, that for the joy set before him, he endured the cross. He didn't say that he got stuck in this role, nobody else could do it, so finally, okay, I'll do it. No. He willingly came. He said, "Nobody takes my life from me, but I freely give it of my own accord." Not under compulsion, not under pressure. Well, if I don't do it, I'll look at these poor critters. They're all going to have to burn. And so, I guess I'll do it. No, that wasn't it at all. Because of the love that he had for his Father, he obeyed even to death. He is our example. He has set an example for us. He suffered, leaving us an example that we should follow in his footsteps. Because it's in dying that new life comes forth. Talk to a farmer in the spring when he puts all this good seed in the ground. He understands this principle, that if he's willing to give up this good seed and put it in the ground, bury it, and allow it to die, there will new life spring forth and an abundant harvest in due time. And the same is true for you and me. If we're willing, our own selves, willing to die to self, to our own reputation, to our own needs and our own desires, our own goals, our own ambitions, and let Christ have his way in us and through us, we will find new and an abundant life, a harvest that according to Matthew chapter 25, when it will be revealed, they'll say, "Lord,
When did we ever do these things? And he will say unto them, whatever you did to the least of these, you did it to me. And that's where the rewards will come in. This is what he has prepared for us, if we're willing to follow his example, to have his mindset, and become a servant. How can we serve? Well, 1 Peter tells us one way that we can serve. He says, use hospitality. That means be willing to share what God has entrusted to you. Be willing to share with others, to use what God has entrusted to you. Be willing to use it to benefit others. That's hospitality. Not thinking of it as your own, not hoarding it for yourself, but freely sharing it. Use hospitality one-on-one to another without grudging, without even counting the cost. Oh, then there will be nothing left for me. Oh, then we will suffer need. No, because he says, if you give, it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over. If we give, if we sow seeds, he will supply the seed so that we can sow it. He says, even so, minister the same one to another as good stewards, not owners, stewards. Steward is somebody who manages things for someone else. He's as good stewards of the manifold grace of God. God's grace has many facets to it. One of the facets is that he gives us salvation by his grace. But that's not all of his grace. His grace gives us the desire and the power to become like him, to deny ourselves, take up our cross, and to follow him, to accept the mindset of Christ. That's all by the grace of God. Paul said, I work harder than they all, and yet not I, but the grace of God which was mightily at work in me. He didn't take any credit for it. He recognized that he was saved by grace, he was serving by grace, and there was yet a measure of grace, a facet of grace that would yet be revealed at Christ's coming. He still hadn't gotten a hold of all of it, but he was living in it. Then in verse 11 he says, if any man speak. Here's another way we can serve. If any man speak, let him grumble and complain and whine and just tell everybody else how terrible his conditions are. Oh, I'm sorry. Oh, no, that's not what it says. If any man speak, let him do it as of the ability or as the very oracle of God. If anyone speaks, let him use the words of God. You know what the words of God do? They minister to other people. My own words discourage other people. I have nothing to give or to share that is of any benefit to anyone else. But if I speak and I use the word of God, that edifies, that builds up, that gives hope, that encourages people. So he says, anyone speaks. If this is your gift, and if you have a tongue, and you have a voice, use it to speak the word of God. It is powerful. It is medicine. It is food. It gives hope. Use the word of God. Then he says, and if any man minister, this word minister here means serves. Whether you're serving tables, whether you're serving your children, whether you're serving your husband or your wife or your neighbors or relatives or strangers, if you serve,
said, do it with the ability that God has given you. Don't say, well, I can't do it as good as my neighbor or as good as my sister or as good as my brother, and so therefore I'm not going to do it. No, it says, with the gift, with the ability that God gives you. You see, God has created you and me for good works that specific works that He planned in advance for you and me to do. He has equipped us for it. Now He says, use that to serve one another. What is the end purpose and result in all of this? He says that God in all things may be glorified. See, when we get praise, that we could just deflect that praise. Say, well, this is the ability that God has given me. And God has not given us, just as lone rangers, a mission to accomplish, but He has given specific works for you and me individually to do and minister to one another, but He has also put us together in a body so that we may minister and serve one another even in a greater capacity. Do you know that your arm and your hand can do more with your fingers? You can accomplish more if you engage all three of those than if you just use your fingers. And so, when our body joins together and ministers and serves, there is power made available to accomplish great things for the glory of God. We have witnessed these things in this last week even. How God's body, the church, has been working together in prayer, in speaking words, in doing deeds that have powerfully impacted many lives and will continue to impact many lives. I have been so encouraged just by seeing when unexpected things come up and needs arise, various people just being willing to step into the gap, willing to say, here am I, Lord, send me. That has been such a tremendous encouragement to me. And often, as we've seen again this week, that unexpected needs arise, and immediately there's someone else willing to step into the gap and serve. That's exactly what the body was designed to do. This is how God created us unto good works. And He wants to accomplish them in us and through us so that He may get all the glory for it. Do you have a ministry? What gift has He given you? What abilities has He given you? Maybe you're thinking, well, I just have that one talent. You know, my friend here, he's got 5. And boy, they are shining. I mean, here and there and everywhere, he's just using these talents. But I just only have this one. What do we do with that? Number 1, thank God for this one talent. Thank God He's not holding me accountable for 5. He's holding me accountable for 1. Let's use this one. Let's maximize this one talent and use it to its full potential so that He may get the glory. And as you notice the parable that Jesus used, the ones who used their talents, they were multiplied. But the one who did not use it, even that which he had was taken from him. Maybe your ministry is a one-on-one ministry. Maybe it's a behind the scenes that others don't even know about. Use it for God's glory. Use it. Ask God to give you wisdom and grace to use that talent, whatever it is. What talent may not necessarily be an ability or some special gift that you have. It may just be an opportunity
that you might think, well, anybody could do this. Probably true, but nobody else has the opportunity that you have. And when you have that opportunity, and you take advantage of that, your talent is being used, if you use it, for Him, to benefit others. It may be a small thing, but very often you hear testimonies of some little thing that someone did that made a big difference. Maybe it was just a text message. The person didn't even know what you were going through, but was listening to the Spirit, and somehow the Spirit reminded you of that person, and you just kind of sensed in your heart that they could use a word. And you asked the Lord, Lord, what word would this person need? And you were obedient. And this person's course of his day totally changed as a result of a little message, a word you spoke. A word spoken in due season or at the right time is like apples of gold in settings of silver. You can't improve on it. It's just perfect. Maybe it's just a little act of kindness, and you reminded someone that you were thinking of them, if that's what the Lord laid on your heart. Whatever it is, however, He gives us opportunity to serve. He said, let's use that for the good works, plural, many works that He gives us to do. And as you do that, you will find great, great joy in doing so. One of the greatest joys I find is when the Lord has laid on my heart to pray for someone or for something without this person or anyone else even knowing about it, and I hear how God precisely answered that need, that prayer, and they give God glory for it. Man, that fills my tank. That gives me energy. I don't know what it does to you, but there are things in your life that God has given you to do that when you do them, you feel that you have really accomplished a purpose. You find joy in it. Like Jesus, when He went to the cross, He had joy because He knew that the Father would be so pleased and that the testimony would be declared in all the world that what looked like to be the greatest disaster would turn out to be the greatest work ever done. And we can have that assurance that if we do it as unto Him, He said, a little deed, even as much as a cup of cold water given in His name, will not go unrewarded. It's not how big the task, it's not how big the work, it's how faithful the work that counts, and it will be rewarded. And the fruit of that brings joy to us and benefits others and gives glory to God. This is what He wants to do in your life and in my life. Now He says, as each one has received the gift. He doesn't say it as some of you have received the gift. No, He says, as each one of you has received the gift. Even so, with that same gift, serve, minister one to another as good stewards, being faithful in using your gift to benefit, to bless others. The whole body will be nourished and nurtured, strengthened, and equipped as a result. And God will be glorified. His purpose here on earth will be accomplished. Do you want to serve Jesus?
ask him to show you how. And if he just shows you one little thing, do it. Do it for him. And you may never know the impact that it will have. One day, a man came to a young boy. He was at a large gathering, and his little boy had brought his lunch. And a man came up to him and says, "Hey, son, could I have your lunch? Would you be willing to give up your lunch?" This little boy had no clue what was about to happen. He says, "Sure, here it is." This man turns around and he walks away with it and he gives it to Jesus. Just a couple of buns, a few fish sandwiches. And all of a sudden, everybody's called to sit down in groups of 50s, groups of hundreds, thousands on the hillside. All of them are fed, and they go and pick up 12 baskets full of leftovers. Suppose that boy had said, "What are you talking about, mister? This is my lunch. My mom packed this lunch for me." And ran off into the crowd. I don't know what God has packed in you, what package he has entrusted to you. But are you willing to give it up for the benefit of others? Only eternity will reveal the impact of that which you freely give. Reminded of the quote by Jim Elliot, the missionary that gave his life to bring the gospel to the Indians in Ecuador. At 27 years old, had just gotten married, and they were expecting their first baby. Who would want to lay down his life at a time like that? But he said, and I quote, "He is no fool who gives what he cannot keep in order to gain what he cannot lose." He is no fool who's willing to give that which he can't keep anyway in order to gain that which he'll never lose. And he gave his life. As a result of that kernel of wheat falling into the ground and dying, along with 4 of his friends, an entire tribe was won to the Savior, and the testimony of that has gone out in all the world in many languages, and to this day continues to inspire people to be givers. You are no fool if you're willing to give that which you will not be able to keep anyway in order to gain that which will be kept secure in heaven for you, which you will never lose. If you desire, if your heart's desire is to be a giver like Jesus, to have a mindset like Jesus, why don't you stand and we'll pray together. And let's dedicate ourselves afresh to the service of our Savior. Thank you, Lord Jesus, for choosing us before you laid the foundation of the world, that we should be holy and blameless before you in love. Thank you for saving us by your grace through faith, not of ourselves, not of works, lest any man should boast, but as your gift to us. And thank you, Lord, that you have created us, made us a new creation in Christ Jesus, so that we might do good works that you had planned beforehand already for us to do. Lord, we thank you for the exceeding great and precious promises you've given to us, and the rewards that you have promised, that if we be willing to humble ourselves and take on the mindset of Christ
and become a giver, willing to lay down our lives, our ambitions, our hopes and dreams and plans, our future, so that we might accomplish your purpose for us. And your purpose always requires suffering and loss, but only of those things that we can't keep in the first place, so that you in turn may give us that which we could never lose. Thank you, Lord, for such an incredible offer that you give to us, such an incredible opportunity to invest here and now for eternity. Oh Lord, I pray as you see each heart here, and as you have given to each one of us a measure of grace, help us to receive that by faith and be in tune with you so that you may direct us to give our lives, not just by dying, but by living our lives for the benefit of those around us, so that Christ may be seen in us and through us for your ultimate glory. And we give you thanks for what you will do. In Jesus' name, amen. You may be seated.